Wie geht's euch? Wer hat Ruhe, still, easy in der Weihnachtssaison? Wer hat Chaos und viel los? Gutes los, aber halt einfach viel los. Yay! Alle ehrlichen Leute, heute Morgen. Ich liebe Weihnachten, ich liebe Dezember. Es ist für mich persönlich ein Highlight für das ganze Jahr. Ich genieße es einfach, die Zeit, die Beleuchtung, die Dekoration, alles, was mit sich bringt. Ich genieße es. Und doch stresst mich auch, weil es läuft so viel. Und es läuft viel daheim, es läuft viel bei dem Arbeiten. Und für mich Arbeiten und Kirche ist gleich, es läuft viel in der Kirche. Und heute werde ich kurz euch sagen, was alles in der Kirche läuft. Und die Erwartung ist, dass sie euch merken und dabei sind. Das ist die Priorität 1. Nein, aber wir würden uns freuen, wenn ihr Zeit habt und könntet doch dabei sein. Und vor allem nächste Woche, 15. Dezember, wir feiern zusammen Weihnachten mit einem Konzert, mit einem Choir. Es wird so genial. Die Botschaft ist awesome, das Team ist vorbereitet, die Lieder sind wunderbar. Wir haben einen grossen Chor, das Team, das hier hockt, und ich sage, sie sind vorbereitet. Die sind vorbereitet. Es wird tatsächlich genial. Und es ist auch eine geniale Gelegenheit, um mal Freunde, Familie, die Personen, die sonst nicht in der Kirche kommen, zu einladen. Wir haben Flyers. Du kannst die Flyers auch fotografieren und schicken der Familie-Chat. Oder bei den Arbeit-Chat und sagen, hey, wäre cool, wenn ihr dabei seid. Und wenn Leute dich fragen, was willst du für die Weihnachten, kann ich sagen, nichts. Ich brauche nichts. Aber ich würde schätzen, wenn du in der Kirche kommst. Schlau. Wäre cool. Und der 15. ist genau die beste Gelegenheit, um Personen einzuladen. Das würde aber heissen, wir haben einen gemeinsamen Gottesdienst. Viele laden ihre Kollegen, Kolleginnen, Familie mit. Kommt früh. So früh wie möglich. Wir haben Gipfeli, wir haben einen Kaffee. Ihr dürft Gipfeli Kaffee haben am Morgen früh. Kommt, wir tun noch mehr hier Stuhlen. Aber damit es nicht zu knapp ist, in der letzten Sekunde um 10 Uhr, kommt früh, bringt eure Familie und nehmt Platz. Und dann, eine Woche später, am 22. haben wir aus Gottesdienst, am 25. haben wir Gottesdienst. Wir haben dieses Jahr voll Programm. Ich frage mich nicht, wieso, weil wir können. Also 22., 25. ist gemeinsamer Gottesdienst und am 29. wir schließen das Jahr ab mit Abendmahl, Dankbarkeit, mit Lobpreis und einfach zusammen Gott feiern und das Jahr am 29. am Morgen abschließen. Sonst gibt es noch mehr Infos. Habt ihr Zeit? Sollen wir ein nach der anderen durchgehen? Wir haben 2 Wahlen. Entweder stehe ich da und gebe ich euch alle Infos, oder ihr schaut mal im Newsletter. Awesome! Es kommt ein Newsletter mit all den Infos drin. Und dann sind die alle informiert. Zum Beispiel, im Januar fängt Ehekurs. Das findet ihr im Newsletter, das findet ihr bei der Infowand. Und sonst wir sagen auch für die Bühne. Wir haben noch andere Sachen, die im Januar stattfinden. Bitte euch, wenn ihr möchtet, noch mehr wissen, könnt bei der Infowand schauen. Schaut auch im Newsletter und meldet euch. Und jetzt, ich hoffe, ich bin fertig mit Infos. Wir haben eine geniale Predigtserie angefangen von dieser Weihnachten. Es geht um Jesus. Wow! So eine Überraschung hat jemand gesagt. Es geht um Jesus und heute geht es um Demut Jesu Christi. Das ist ein geniales Topic, oder? Thema Demut. Wenn ich über Frieden und Freude heute predigen, Freude in Jesus. Denn wir wissen, wie die Woche wird aussehen. Ich glaube, wir werden fröhlich von der Kirche gehen. Ich glaube, die Woche wird fröhlich aussehen. Wenn ich über Frieden rede, ich glaube, wir werden irgendwie Ruhe und Frieden in Herz bekommen. Die Woche einfach mit Frieden Gottes beginnen und einfach bewusst mit dem umgehen. Mit Demut
Was sage ich? Wir werden diese Woche demütig werden. Wir sagen, ja, aber das ist auch noch Arroganz. Sagen, ich bin demütig. Darf man das sagen? Ich bin demütig. Oder ich werde demütig. Ich weiss nicht, mal schauen, wie das aussieht. Ich habe Demut Jesu Christi geschrieben, weil es geht wirklich um ihn. Er ist die demütigste Person auf dieser Welt. Und wir werden auf den Charakter von ihm schauen. Und es gibt keine andere bessere Bibelstelle als das berühmte Bibelstelle von dem Philipper, Kapitel 2, wo Demut Jesu Christi uns sagt. Und jetzt werden wir den Vers 1 bis 11 zusammen lesen. Sind ihr ready? Wisst ihr, was wir damals gemacht haben? Also, ich bin in Brüdergemeinde aufgewachsen, by the way. Als Brüdergemeinde, bei dem ersten Bibelvers sind alle aufgestanden. Und wir haben das ganze Kapitel oder die Bibel zusammen im Respekt nach Wort Gottes gelesen. Ist jemand von der Brüdergemeinde, der weiss, worüber ich rede? Wenn ihr aufsteht. Sollen wir das mal probieren? Dann sind wir wach, weil es sind 11 Vers. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Dann ist ein bisschen Bewegung da. Und wir lesen die Vers. Wenn es bei euch irgendetwas Ermutigung durch Christus gibt, einen liebvollen Trost, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in Selbsteinstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammenstellt. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung muss so sein, wie sie dem Verbundensein mit Christus Jesus entspricht. Er war in Gottes Gestalt, nützte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern braubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sehen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie beugen, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Und Jesus, wir ehren dich, loben und preisen dich. Wir kommen mit Demut vor dem Thron. Wir öffnen unser Herz, unsere Ohren. Wir willkommen dich, Heiliger Geist, und wir sagen, komm, red mit uns. Berühren und brich alle Hindernisse, alle Barrieren, alle Wände, die gegen dein Wort jetzt da sind. Wir sind offen, für dich zu empfangen. Amen. Amen. Wir haben jetzt die Bibelstelle zusammen gelesen. Ich werde ein nach der anderen ein bisschen tiefer reingehen und werden wir die Bibel Verse miteinander anschauen. Und das 1. bis 3. Vers, wo der Paulus da schreibt, erinnert mich an meine Mami an der Weihnachten. Zwar, amig sind Väter schwierig, für den Vater ein Geschenk zu kaufen. Ich weiss nicht, wie ist es für dich? Ich höre Leute sagen, ja, ich habe keine Ahnung, keine Idee, was kann ich von meinem Papi kaufen? Eine Krawatte oder Socken oder Pulli, das ist immer ein Haute-Collant, das kaufe ich halt immer. Für mich, es ist viel einfacher, von meinem Papi etwas zu kaufen. Er ist easy, chill. Er ist immer happy. Für die Mami auf der anderen Seite, wenn ich sage, Mami, was brauchst du? Was würdest du gerne haben? Jetzt habe ich wieder gestern gefragt, was brauchst du? Ihre Antwort ist immer, nichts. Ich habe alles. Nichts. Und dann sagt sie, die Familie, einfach wenn wir zusammen sind. Das langt. Das nervt mich. Ich sage, ja,
Dann muss ich selber mal schauen, was du brauchst. Und das erinnert mich irgendwie an den Paulus, der sagt, hey, ich brauche nichts. Er ist schon älter. Er ist schon im Gefängnis. Ein bisschen gegen Ende von seinem Leben. Kennt den Kirche aufgebaut. Und er hockt da so wie ein Vater bei den Weihnachten und schaut seine Familie und sagt, ich brauche nichts von euch. Ich kann alles. Aber dann, wenn ihr wollt, doch mir gerne etwas geben, dann würde ich gerne sagen, Einheit und Demut unter euch. Das ist der Papi, der sagt, einfach wenn ihr zusammen gut habt, wenn ihr nicht mehr streitet, mehr brauche ich nicht. So irgendwie kommt der Paulus vor, wenn ihr miteinander gut habt. Und zwar, die Kirche der Philippe sind mega gut zusammen. Sie machen das genial. Nicht nur sehr mutig und sagt noch weiter, hey, haltet zusammen. Sind eins miteinander. Das heisst nicht, dass alle sollten gleich sein oder alle sollten wie der Dobrina sein. So Himmel will er nicht. Bitte werdet nicht wie ich. Es gibt genug Dobrina. Wir sind unterschiedlich, vielfältig und wir dürfen auch vielfältig und unterschiedliche Menschen sein und unterschiedliche Meinung haben und nicht überall gleiche Meinung sein und zusammen streiten, das darf man auch. Aber wenn er sagt, hey, sind eins, das heisst nicht, wir sollten nicht streiten und alle ja, Halleluja, Amen, Kumbaya singen, sondern es heisst, streitet, aber versöhnt euch. Easy, oder? Locker, das kann man jeder machen. Ihr habt unterschiedliche Meinungen, aber findet euch wieder in der Vielfältigkeit. Sind eins, haltet zusammen. Lasst Streit, lasst unterschiedliche Meinungen euch nicht trennen, sondern bleibt zusammen. Ich genieße es, die Kultur in der Schweiz. Mein GV, das habe ich im Iran nicht gekannt. Das System im Iran haben wir nicht, die GV oder Vereinssystem. Und ich liebe hier bei uns in der Kirche, wir haben GV, wir können auch manchmal streiten, aber nachher, wir können ein Glas Wein haben, wir haben das Apero. Und ich liebe das. Dass wir manchmal auch schwierige GV haben, aber dann anschliessend, wir haben das Apero, wir stoßen ein und wir haben gut. Und das schätze ich sehr als Kultur bei uns in der Kirche. Das will man auch wieder behalten. Wenn du noch nie bei der GV warst, solltest du nächstes Mal kommen. Apero ist fein. Aber dann geht weiter und er schon fängt an und sagt, hey, ich ermutige euch, sind wie Christus. Wenn es so einfach wäre. Sind wie Christus. Ich meine, wer versucht nicht, wie Christus zu werden? Wer versucht nicht, Demut üben wie Jesus? Und ich muss euch ganz ehrlich jetzt sagen, die Predigt habe ich für mich selber geschrieben. Das heisst, wenn ich einen Spiegel hätte, ich würde die Predigt nur für mich predigen. Und ehrlich gesagt, ich predige auch die Predigt für mich. Das ist überhaupt nicht für euch. Ihr seid einfach da. Und wenn euch hilft und ihr könnt mit dem etwas nehmen, dann Halleluja. Wenn nicht, es ist für mich. Ich komme nicht so wie eine Art zu euch und sage, ich bin demutig und ich habe es herausgefunden, wie kann man das machen. Und jetzt kann ich euch lernen, überhaupt nicht. Ich bin da am Lernen. Und ich glaube, wir sind alle da am Lernen. Und es wird eine Weile gehen. Weil das ist gegen unsere menschliche Natur. Aber ich möchte euch nicht anpredigen mit dem. Ich predige an mir selber. Wenn ihr könntet von meinen eigenen, es ist ein persönlicher Dialog, Monolog, wie kann man das nennen. Wenn ihr etwas von dem nehmt, dann super. Wenn nicht, dann auch super. Schon im Vers, so er sagt, macht Vers 3, tut nicht das Streit sucht oder Ärger, sondern seid bescheiden und achtet anderen höher als euch selbst. Sind demutig, sind bescheiden und achtet andere höher als euch selber. Ich finde, der Paulus macht mein Leben doch ein bisschen schwierig, weil der Vers passt eigentlich nicht da. Der Vers hat dich, wenn ich den Philipperbrief schreibe, zwischen 6 und 7 bringen. Und ich weiss noch, was er hat sich überlegt. Ich glaube, wenn ich im Himmel bin, kann ich kurz mit ihm reden und ihm zeigen, dass das zu meinem Predigt nicht passt.
Ich hätte lieber Vers 4 nachher gehabt. Im Reihenfolge es geht so viel einfacher. Aber anyways, das ist sein Entscheid. Diskussion gibt es sicher im Himmel. Lass uns kurz da stehen. Er sagt, seid bescheiden, achtet an der Höhe als euch selbst. Bevor wir das miteinander anschauen, der Adam und Eva sind die ersten Menschen auf der Erde, laut Bibel. Adam hat etwas angefangen. Er hat gesagt, er ist nicht happy mit seinem Zustand. Er ist nicht happy mit das, er hat alles gehabt, er hat Gott gehabt, er konnte jeden Tag mit Gott laufen. Und doch ist er nicht happy gewesen. Er ist nicht zufrieden gewesen. Und dann kommt er und sagt, ich will so sein wie Gott. Ich will alles wissen wie Gott. Das ist auch gleich, wie der Satan gesagt hat. Ich will angebetet werden wie Gott. Ich bin schön, ich bin voller Pracht, Herrlichkeit. Das gehört an mir. Wieso alle Engel sollten mich nicht anbeten? Stolz ist der Anfang von Sünde. Das erste Sünde, die in der Welt kam, war Stolz. Stolz ist Arroganz. Stolz setzt ich ins Zentrum. Stolz ist der Wand zwischen uns und Gott. Stolz sagt, ich bin im Zentrum, ich bin Gott. Es geht um mich. Alle müssen mich anschauen. Und das hat der erste Mensch gemacht. Und der erste Mensch kommt und sagt, ich will mehr. Es ist nicht fair. Ich habe es mehr verdient. Ich sollte noch mehr haben. Wieso habe ich nur das? Und so ist Stolz in der Welt gekommen. Und wir sind alle mit dem in der Welt geboren. Und Reich Gottes kommt durch Demut Jesu Christi. Reich Gottes kommt, indem das Jesus, Adam hat alles gehabt. Er hat einen Titel gehabt. Er hat einen Status gehabt. Er hat einen Wert gehabt. Er war ein höherer erster Mensch gewesen, der alle Namen geben durfte. Gott sehen, spüren und erleben. Und doch war er nicht happy gewesen. Und dann haben wir Jesus. Und er hat auch alle Titel gehabt. Und er hat auch alles gehabt. Ist Gott in der Welt, der Schöpfer, der Allmächtige. Ein Adam wollte sich erheben und Jesus hat sich ausgelehrt. Und der nächste Vers 5 bis 7 sagt, eure Einstellung soll so sein wie Jesus. Wie hätte das mal? Er war in Gottes Gestalt, nutze aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst. Ich liebe das Wort. Er hat sich leer gemacht von all seinem Macht, Titel, Autorität, Herrlichkeit. Alles, was er hatte, er hat sich ausgelegt, ist auf die Erde gekommen. Ich glaube, Gott hat einen anderen Weg finden, um uns Menschen zu retten. Aber er hat den Weg genommen, damit das Stolz, die Macht von Stolz, kann Jesus zerstören, ein für immer. Damit Jesus kann uns Demut lehren. Jesus hat sich demütigt, das, was genau Gegenteil, was der Adam hat mit sich gemacht. Jesus ist auf Erde gekommen. Er konnte in einem Palast in der Welt kommen. Doch hat er sich entschieden, in einen Grippensee. Er ist als Zimmermann gelehrt, aufgewachsen. Er hat keinen Wohlstand gekannt. Er war nicht ein reicher Mann. Er hat sich bewusst entschieden, in Demut zu leben. Ein Leben von Bescheidenheit. Genau damit er kann einen Reichtum darstellen. Ich glaube, dass wenn wir Demut erkennen, dann werden wir Gott erkennen. Wenn wir demutig unterwegs sind, Christentum hat mega viel zu tun mit Demut. Martin Luther sagt, der erste Schritt als Christ ist Demut. Der zweite Schritt, wo du als Christ nimmst, ist Demut. Der dritte Schritt, wo du als Christ nimmst, ist Demut. Demut ist jeder Schritt von unserem Leben. Jesus hat alle Recht gehabt. Er konnte da sein und sagen, ich bin Gott. Er ist allwissend.
Er ist schlauer, intelligenter als alle Menschen auf dieser Erde. Er ist reicher als jede reiche Person auf dieser Welt. Ich glaube, er hat schon einen hohen IQ. Er ist allwissend. Er hat einen besseren Status gehabt und doch hat er sich entschieden, mit uns Menschen unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn nur eine Person auf der Welt würde geben, die können sagen, es ist nicht fair. Ich habe es nicht verdient. Das hätte nicht mir passieren sollen. Ich habe Besseres verdient gehabt. Das ist Jesus. Der einzige, wenn es ein Mensch gibt, der darf stolz sein auf sich selber, der darf erwarten, ist Jesus. Nur Jesus. Er kann stolz sein, weil er hat alles. Er hat tatsächlich alles. Und doch der einzige Mensch auf dieser Welt, der darf stolz sein, hat sich entschieden, ich will demütig werden. Ich will Demut ausüben, damit wir lernen können, wie wahre Demut aussieht. Und ich würde fragen, wie würde man Demut bei Jesus erleben? Wie sieht Demut bei Jesus aus? Wenn Jesus würde gerade jetzt, also er ist da, wir glauben, er ist da, wir glauben, er ist gegenwärtig. Aber stell dir vor, er läuft jetzt gerade rein und hockt neben dir. Wie sieht das aus? Was würde er machen? Was für ein Gespräch würdest du mit ihm haben? Das Erste, was ich glaube, Demut aussieht. Und Jesus hat das ausgelebt. Und deswegen, es ist anders. Bei ihm ist einfach anders. Das Erste ist gesehen, er hat sich im Leben von Menschen interessiert. Egal wer ist mit ihm unterwegs ist, ob Frau oder Mann, alt oder jung, Kinder, Jude oder Heide, ein Priester, ein Ausgebildeter oder ein Zollner, Sünder oder Heilige. Egal, wer ist mit Jesus unterwegs ist, jeder hat sich wahrgenommen, gehört, angenommen und akzeptiert gefühlt. Jesus war direkt, er hat Autorität ausgeübt, er war mächtig, sein Wort hat Macht und Kraft gehabt. Er war kein Fußteppich. Menschen haben ihn respektiert. Er hat die Wahrheit, so wie es ist, ausgesprochen. Und doch, Menschen wollten mit ihm sein, neben ihm sein, bei ihm sein, immer von ihm hören, immer mit ihm zusammen. Weil sie haben sich geliebt gespürt. Würdig gespürt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn Jesus jetzt für dich da ist, er kann nicht zum Verurteilen, zerbrechen, mit den Fingern kommen, sondern er kommt, um zu fragen, wie geht's dir? Wie hast du? Jesus hat sich interessiert in jede Mensch, in ihrer Geschichte, Story. Er hat Fragen gestellt. Er hat gesagt, erzähl mir. Wir sehen das mit der samaritanischen Frau. Er hat mit den Heiden, mit der Frau, es ist nicht Heide, aber sie ist halt die Feind für die Juden. Er nimmt sich Zeit, mit ihr zu reden. Und er fragt stellen. Er stellt Fragen bei ihr. Und er ermutigt sie, in ein Gespräch mit ihnen zu kommen. Er nimmt sich Zeit mit dem Priester. Er nimmt sich Zeit und nimmt Kinder zu sich und liebt sie. Er hat Menge von Leuten, Frauen und Männer, die mit ihm unterwegs sind. Ein echte, authentische Interesse. Demut sieht so aus, wenn jemand sich interessiert in deinem Leben. Wenn jemand sich aber wirklich interessiert. Wir haben das Pastorenteam, als ich mit der Kirche kam,
Ich glaube, es war nur der Danny, ich und Micha gesehen, wir haben einen Persönlichkeitstest gemacht, einfach mal schauen, wie wir im Team zusammenarbeiten und halt Rollen würden verteilen. Und wir haben geschaut, wer ist introvertiert, wer ist extrovertiert, das Bedürfnis unter den Menschen sein, Bedürfnis allein sein. Und mein Bedürfnis unter den Menschen sein ist 0,2. Der Michael hat, ich glaube, 27, nicht ganz der Riesige, und der Danny hat die höchste gehabt, ein bisschen über 30. Mein ist 0,2. Ich bin introvertierte Pastor und uns alle Pastoren. Wer glaubt mir? No way. Als Kind, ich glaube, ich musste lernen und es ist ein Lesson. Ich glaube, Gott hat einfach einen Witz mit mir. So, hey, ich zeige dir. Ich mache dich als Pastorin, dann lernst du. Danke. Ich musste lernen, wie kann ich unter Menschen sein und mich wohlfühlen. Und manchmal ich höre nicht viel, weil meine Grenze ist schon voll. Und dann denke ich wieder, Demut. Demut zeigt sich in dem, dass du Interesse zeigst. Wie zeigst du Interesse? Wenn jemand in mir interessiert ist, sie stellen Fragen. Ich habe Katzen nicht so gern. Überhaupt nicht gern. Nie. Ich habe Katzen nie gern gehabt. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und er hat Katze. Und er liebt Hund. Ich dachte, wow, wenn ich sein Herz gewinne, muss ich Interesse haben an seiner Katze. Weil anders geht nicht. Er liebt seine Katze. Er sagt Bilder von seiner Katze. Er schwätzt von seiner Katze. Er kommt nicht raus mit mir, weil der Katze hat einen Unfall. Who cares? Das ist Katze. Und dann, klar, habe ich ihn mega gerne gehabt und ich wollte mit ihm mal rausgehen, daten. Und ich habe es gefunden, wenn ich kein Interesse zeige in seinem Katz, kann ich kein Interesse in ihm zeigen, oder? Dann habe ich angefangen, so zu tun, als ob ich will. Und ich muss euch sagen, der Katz ist einer meiner besten Freunde geworden. Hey, leider ist der Katz gestorben. Sorry. Ich glaube, ich habe es falsch angefangen. Nein, ich habe sie geliebt. Wir sind zum Arzt gegangen und sie ist dann, wir mussten sie einschlafen lassen. Sie hat wirklich gelitten. Und ich habe gehüllt. Beim Weg. Und ich glaube, ein paar Tage bin ich am Heulen wegen dem. Ich habe nie Katze gern gehabt. Und jetzt plötzlich, ich vermisse sie. Sie ist schon dann langsam ein Teil von unserem Leben geworden. Und ich habe sie schon angefangen zu schätzen und mit ihr kuscheln. Weil ich mir Mühe gegeben. Am Anfang vielleicht war es nicht ganz so echt gewesen, aber ich habe versucht, mir Mühe zu geben. Und doch irgendwann habe ich sie gern gehabt. Und ich habe wirklich genossen, mit ihr unterwegs zu sein. Es sind keine Bilder da. Das heisst nicht, dass ich nochmal eine Katze habe. Es war mega schön gewesen. Ein Hund hat mich schon überzeugt. Das Hund werden wir jetzt haben. Wie fängt das an? Doch von Anfang an habe ich gelernt, wenn ich irgendwie Interesse zeigen, dann muss ich Fragen stellen. Und dann, wenn du Fragen stellst, dann die andere Person öffnet sich. Jetzt ruf da. Wie hat der Katze genommen? Wo hat er gekauft? Und wie ist ein Baby gewesen? Und wie ist sie aufgewachsen? Wie viele Babys hat sie gehabt? Und dann ist ein Gespräch angefangen. Zum Interesse zeigen, Fragen stellen. Ich glaube, das hat Jesus genial gemacht. Und ich glaube tatsächlich, wenn Jesus jetzt gerade vor dir stehen, er würde dir Fragen stellen und Fragen stellen und Fragen stellen. Und zum Gespräch kommen mit dir. Und ich glaube, 100%, wenn Jesus jetzt neben dir hocken, du wirst dich wohlfühlen. Nicht musst du dich rechtfertigen, verteidigen. Auch wenn wir Sünder sind, mit Liebe wird uns ansprechen. Wir werden uns würdig fühlen mit ihm. Das ist das Zeichen von Demut. Jemand, der überheblich ist, was so tut, oh, ich weiß alles und ich kann. Jesus hat alles gewusst. Und doch hat er mit Menschen reden. Und nicht so tun als. Und die haben gewusst, er weiß alles. Sie haben gewusst. Und doch konnten mit ihm ein Gespräch kommen. Wie schön ist das? Ich liebe diesen Satz, das ist von C.S. Lewis ursprünglich, wo sagt,
Demutige Menschen denken nicht weniger von sich selbst, sie denken weniger an sich selbst. Lass mich das nochmal lesen. Sehr stark. Demutige Menschen denken nicht weniger von sich selbst, sie denken weniger an sich selbst. Ich glaube, C.S. Lewis hat das sehr gut einfach zusammengefasst. Es ist nicht, dass ich nicht mehr würdig bin, wenn ich Interesse zeige und höre und höre, sondern es heisst, ich bin nur mehr im Zentrum. Ich stehe nicht im Zentrum. Und ich glaube, der zweite Teil, wie Jesus hat Demut symbolisieren, zeigen, Menschen haben gesehen, ist das, darf ich das Vers 5-7 nochmal haben? Er beraubte sich sehr, er wurde einer Sklaven gleich, er wurde Menschen und alle sahen ihn auch so. Von anderer Übersetzung, er ist zum Diener geworden. Jesus ist zum Diener geworden. Und er sagt selber, der Menschensohn ist nicht gekommen, zum bedient zu werden, sondern zum Dienen. Jesus ist gekommen zum Dienen. Das ist eine Eigenschaft von einem demutigen Menschen, eine Person, die dient. Und nicht die Person, die dient, weil es Bestätigung braucht, weil wir zeigen, ich bin da und ich bin demutig, weil Lob und Ermutigung braucht, sondern das ist eine Person, die dient, die sagt, ich bin würdig, ich bin geliebt, ich bin wahrgenommen, ich bin Gottes Kind, ich habe es mega wert. Und ich kann das weitergeben. Egal wie Menschen mich sehen, verurteilen, ich kann es geben, weil ich bin voll. Ich kann es weitergeben, weil ich empfange von Gott. Mutter Teresa hat das gesagt. Wenn du demutig bist, wird dich nichts berühren, weder Lob noch Schande, weil du weißt, wer du bist. Lieb das. Du weißt, wo du stehst. Du kennst den Wert in Gott, durch Gott. Jesus hat gewusst, wer er ist. Er hat dienen. Das hat ihn nicht weniger wertvoll gemacht. Wenn der Petrus sagt, nein, Herr, nein, Meister, das machst du nicht. Jesus schaut an und sagt, doch, das mache ich. Ich weiß, ich bin Rabbi, ein Lehrer. Ich weiß, ich bin Gott. Ich weiß, ich bin ein Priester. Ich weiß, ich bin der Meister. Aber doch kann ich dich auch dienen. Das mache ich auch. Das nimmt nichts weg von mir. Das Wort Demut, by the way, auf Deutsch steht für zwei Worten. Dionen und Mut. Dionen ist das Wort dienen und Mut ist Mut. Jemand, der mutig dient. Das ist nicht cool. Und das kann nur kommen durch Gehorsam gegenüber Gott. Anders geht nicht. Wenn wir Christen sehen, Demut, ich habe im Studium habe ich mal eine Frage gestellt in meinem Studium. Kann jemand einen olympischen Preis gewinnen, wenn du demutig bist? Kannst du ein CEO werden mit demutigen Eigenschaften? Und ich habe weltliche Menschen gefragt und alle haben Nein gesagt. Du kannst nicht. Du kannst nicht ein CEO werden. Du kannst nicht raufgehen. Du kannst nicht in Olympische Spiel gewinnen mit Demut. Durch unsere Übersetzung von Demut heisst, ich sehe mich mit der Realität von Gott. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich bin wert. Ich setze mich in eine Realität, wo Gott in meinem Leben zuspricht. Und doch, du kannst olympisch gewinnen und doch demutig sein. CEO werden und demutig sein. Chef sein und demutig sein. Nochmal, das ist eine Predigt für mich selber. Vers 8 sagt, erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Aber ich frage mich, wieso hat Jesus das machen müssen? Es hat andere Art von Tod gegeben, als am Kreuz, als Verbrechen, sterben. Halbnackt. Von den Israelstaaten, von deinen Kindern, von Menschen, die du geschaffen hast. Er wurde gefoltert, geschlagen, gespuckt, ausgelacht, gemobbt. Wieso hat er das auswählen? Er war allein.
am Kreuz. All seine Kollegen, seine besten Freunde, haben ihn verlassen. Es war niemand da für ihn. Er hat Einsamkeit gespürt. Er hat gewusst, was heisst, am Sterben, allein stehen. Gehasst werden. Menschen, die eine Woche vorher haben Hosiana gesungen, der König von Israel. Eine Woche nachher werfen Steine, spucken ihm in sein Gesicht und sagen, tötet ihn. Er hat alles gemacht, damit du und ich, wenn es nicht fair ist, wenn es schwierig ist, wenn wir in einen Ort stehen und denken, das habe ich nicht verdient. Doch kann ich sagen, er hat es nicht verdient. Er konnte stolz sein und hat sich anders entschieden. Es war nicht fair für ihn, es ist okay für mich. Weil er hat das alles durchlebt, so kann ich auch. Vers 9 bis zum Schluss sagt, darum hat Gott ihn über alles erhöht. Ist das nicht lustig? Adam wollte sich selber erheben. Und er ist abgekehrt. Und Jesus hat sich ausgeleert und Gott hat ihn erhöht. Und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie beugen und jeder Mund wird erkennen, Jesus Christus ist der Herr. Oh, by the way, wir sind in unserer Honeymoon gesehen, Flitterwoche, 3 Wochen lang. Wunderschönes Wetter, fast 30 Grad. Aber wegen der Hurricane hat mega hohe Wellen gehabt. Wer von euch hat mal Stand-up-Paddling gemacht? Das ist ein Cue. Beim Stand-up-Paddling, vor allem wenn viele Wellen sind, ihr kennt das alle, oder? Man muss ein bisschen auf die Knie gehen. Wenn du gerade stehst und Wellen kommen oder Wind kommt, kein Schäben. Weil du kannst dich nicht gut balancieren. Seht, wenn ich mich balancieren würde, automatisch gehe ich ein bisschen auf die Knie. Habt ihr mal probiert? Wenn ihr nochmal aufstehen, probieren. Sind dann wach mit mir. Es ist mega cool, beim Einsteigen, Aussteigen oder wenn gerade grosse Wellen kommt. Mein Trick ist gerade auf die Knie gehen. Weil dann kann ich nicht in das Wasser rein. Dann bleibe ich und wenn die Wellen gehen, dann langsam stehe ich auf und dann gehe ich wieder auf die Knie. Vor allem das Bild in Florida, by the way, ich habe die Predigt beim Strand geschrieben. Spüre ich ein bisschen von dem relaxed, so Strand, warme Breeze. Dem Gedanken, das gesehen, Stand-up-Paddling. Und der Vers, bin ich gerade dran gewesen und dachte, im Leben kommen die Wellen, im Leben kommt Wind, im Leben kommen schwierige Situationen, sagen der Familie, Ehe, verlust einen Job, verlust einen Freund, bist dran, eine Änderung in deinem Leben und einfach die Änderungssaison ist nicht einfach, by the way, alle gehen da durch. Und ich glaube, der Bibelvers sagt das. Geh auf die Knie. Geh auf die Knie für Jesus. Weil du kannst nicht stehen. Du kannst nicht in Balance behalten. Du kannst nicht diese Sachen bestehen, wenn du nicht auf die Knie bist. Und das beste Ort, wo wir auf die Knie gehen können, ist vor Jesus. Weil er hat alles erlebt. Er hat alles durchgemacht. Er weiß es. Und Jesus ist auf Kreuz gegangen. Er ist gestorben, damit du und ich, wir können auf unsere Knie gehen. In Demut. Wir werden im Lobpreis einsteigen. In gebührt alle Lob. Niemand anders. Niemand anders. Wenn wir mit Demut leben, wenn wir wirklich Schwierigkeiten in unserem Leben bestehen, wenn nicht faire Ungerechtigkeit, dann muss man auf die Knie. Muss man Knie vor Jesus, der alles erlebt hat, der sich demütigt hat, damit wir in einem demütigen Reich Gottes leben können. Das ist der Ort, wo wir am stabilsten sind.
wo wir können bleiben, ohne es runterfallen, ist auf die Knie gehen für ihn. Wie oft machen wir das? Die letzte Folie von der C.S. Lewis sagt, solange du stolz bist, erkennst du Gott nicht. Kannst du Gott nicht erkennen. Ein stolzer Mensch schaut immer auf Dinge und Menschen herab. Und natürlich kannst du, solange du nach unten schaust, nicht sehen, was über dir ist. Das ist cool. Ich kann C.S. Lewis sehr gerne. Sehr gut. Mit Stolz, klar kann man Gott nicht erleben. Alle Menschen sagen, ja, ich habe es versucht, nichts gesehen. Hey, in dem Moment beten, dass Gott dir den Stolz im Herz bricht. Wenn wir Gott erleben, nur er im Zentrum ist, wenn er im Zentrum ist, nicht ich, mein Bedürfnis, mein Leben, ungerecht, alles, was ich habe, wenn er im Zentrum ist, dann wird er mich erheben, Platz geben, hoch machen, wenn er erst erhoben ist. Kann man das zusammen so im Lobpreis machen? Wir werden das Lied singen, Jesus proklamieren, in Lob geben, kann uns demutigen und einfach im Gebet Gott sagen, brich meinen Stolz. Ich weiss, es ist schwierig. Das ist so schwierig. Ich rede von meinem eigenen Leben. Vielleicht habt ihr das sicher. Ihr macht es sicher besser als ich. Nochmal, das ist die Predigt nur für mich. Es ist schwierig. Und es ist eine Schule, wo wir täglich dran sind. Wo ich täglich dran bin. Könnt ihr mich mal fragen. Ich kann euch viel von meinem Stolz erzählen. Ich bin dran. Aber wir haben ein gutes Vorbild, Jesus. Lass uns aufstehen. Wir dürfen nach vorne kommen.